Oh, was für ein Tag. Bei uns im Wald ist schon den ganzen Tag ein riesen Krüsimüsi. Alle Tiere sind am Diskutieren, am Erzählen und Berichten. Und ich glaube fast, es ist wieder etwas passiert. Dein Badmantel? Der mit dem Herzli. Und meine Lieblingsfinken. Deine Finken sind auch gestohlen worden. Eli an alle, ein Dieb ist im Wald! Was mache ich jetzt? Ich will meine Sachen wieder zurück. Ich glaube, wir sollten den Flepper fragen, der kommt raus. Gute Idee. Oh! Wer läutet mir an? Da ist Maggie, hallo, hallo! Falsch verbunden. Pinky und Eli kommen vorbei. Was ist echt da los? Oh, Flepper, du musst uns helfen. Ihr Herzli-Badmantel ist weg. Und die Finken auch. Ich glaube, im Fall die ganzen Sachen sind geklaut worden. Klaut, sagst Bist du sicher? Hast du es nicht verhühnert? Wer klaut schon einen Herzli-Badmantel? Was? Mein Badmantel ist wunderschön. Das hat der Dieb einmal gemerkt. Du hingegen, schau mal deine Tür an. Die Farbe passt ja überhaupt nicht. Was du nicht sagst. Du bist Pinky, du hättest gedacht Pink genommen, gell? Flepper, das Pinky hat schon recht, du malst deine Türen pink. Was? Aber ich... Nein... So ein Witzbold hat, glaubst du, die Farbkübel vertauscht. Das ist... Das ist nicht lustig. So, eine Sauerei! Sauerei! Oh je, was ist jetzt noch passiert? Schaut, seht ihr mein Bild? Ruiniert! Wieso? Irgend so ein Spassvogel hat mir reingeschlürgt. Jetzt sehe ich aus wie ein Huhn. Also ich weiß nicht recht, aber ich finde es eigentlich noch schön. Also, der Maggie ihr Bild und dem Flepper seine Türen. Ich glaube, da spielt uns jemand blöde Streich. Glaube ich auch, aber den schnappen wir uns. Maggie, du beobachtest alles von oben ab. Und ihr zwei kommt mit aufs Feld. Ja. Zumachen. So, den Spassvogel haben wir also verwünscht. Wolfi, spinnst du eigentlich? Gib mir sofort meinen Badmantel zurück. Welches Problem? Das ist mein Badmantel. Den habe ich vom Santi Klaus bekommen. Vom Sammy Klaus? Was? Was soll das? So ein blöder Witz. Pink. Nicht witzig. So fies. Mein Lieblingsbadmantel, er ist kaputt. Freunde, wir müssen herausfinden, wer die Streich spielt. Also ich hätte da... vielleicht... ein Detektiv. Hat jemand einen Detektiv gesehen?
Natürlich bin ich ein bisschen Sport, aber jetzt bin ich ja da. Wo ist das Problem? Unser Detektiv Billy ist im Einsatz. Er sucht nach mehr Beweis und Spuren. Ja, so wie es aussieht, schaut er ganz genau an. Er findet sogar Spuren, die sonst niemand sieht, und macht das Unsichtbare sichtbar. Ich habe 3 rote Haare gefunden. Im Farbkübel, auf dem Bettmantel und auf dem Bild. 3 rote Haare? Logisch! Was heisst das? Warum ist das logisch? Der Freddy ist der Einzige mit roten Haaren. Und sowieso, er ist auch der Einzige, der diesen Witz macht. Das zahlen wir ihm heim, dem Witzbold. Ja, aber wie? Ich habe eine gute Idee. Zur Abwechslung sind wir die Witzbolden. Da kommt er. Kommt schnell. Schnell! Das wird lustig. Jetzt. Hi Freddy, wir kommen posten. Freunde, nur rein und kauft, was ihr wollt. Ich will Wassermelonen bitte. Die sehen mega fein aus. Sucht ihr eine aus? Ah, so komisch. Die ist ja bobilicht. Ist das ganz eine neue Sorte? Eine grüne Ballonmelone? Und Also- ich habe Lust auf eine Gurke, aber eine frische, gell? Witzbold, meine Gurken sind immer frisch. So. Die Gurke vielleicht schon, aber deine Söcken offenbar nicht. Was ist das für ein Blödsinn? Ballonmelonen und Sockengurken. Vielleicht war das der gleiche Spassvogel wie der uns alle reingelegt hat. Und jetzt ist er halt auch noch zu dir gekommen. Ein Spaßvogel? Nein, das müsst ihr ja wissen. Ich bin doch der Spaßvogel. Voll verwünscht. Deine Streiche sind nicht witzig und auch nicht spassig. Mein Badmantel ist nämlich total kaputt, nur das weisst. Oh, vielleicht habe ich ein kleines bisschen übertrieben. Ein klein? Ich mach's nie mehr, ehrlich versprochen. Und jetzt bitte bringen wir das Gemüse wieder zurück, bitte. Da musst du noch ein bisschen warten. Zuerst musst du noch deine Witze wieder in die Ordnung bringen. Musst am Flepper seine Türen frisch streichen. Und meinen Badmantel zusammennähen. Und dann Maggie ihr Bild neu malen. Sie will nämlich kein Huhn sein. Und solltest vielleicht ein bisschen aufpassen mit deinen Späßli. Aber jetzt hast du so viel zu tun, da vergönnt dir die blöden Witze einen Weg. Sehr witzig. Ha! Streich spielen, wer macht das nicht gern? Aber es ist ja so, gute Streich spielen ist schwer. Darum denkt daran, ihr Witzbold und Spassvögel. Andere traurig machen ist verboten. Ein guter Streich findet alle lustig. Die ihn machen und die anderen auch. Also eben ganz viel Spass miteinander.